dum 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 dum. Dum 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 dum. Achtung! Diese Review dient der reinen Unterhaltung und ist nicht kommerzieller Natur. Zudem sind sämtliche unflätigen Sprüche bezüglich Adolf Hitler, den Juden oder sonstigen Tabuthemen nicht ernstzunehmend und untermalen nur den absurden Spammer-Humor. Seid gegrüßt, ihr dummen Jockel. Ja, wir kennen und lieben sie über alles. Die Serie Drawn Together, dieses Schicke von Big Boss in den 60er Jahren, erbaute Haus und seine 8-mal mehrmal weniger liebenswerten Bewohner. Trotz der ständigen Wiederholungen im deutschen Fernsehen macht die Serie beim Anschauen immer noch großen Spaß und steht seit jeher für derben gesellschaftskritischen Humor, die kompromisslose Zelebrierung von Gewalt, der Popkultur und den Klischees, die unsere Gesellschaft zu dem Deckmantel machen, der sie wirklich ist. Ein Deckmantel und zu verleugnen, dass die Menschen von Natur aus wilde sind. Egal wie sehr man auch versucht, die Wahrheit auszuschmücken, sie zu tarnen. Edward Blake, auch bekannt als der Comedian, hat das verstanden. Er hat es durchschaut und beschloss, eine Parodie von alledem zu werden. Ein Witz. Genau wie der Ober- und Superspammer Sebi A., der ehrwürdige Meister des Spams höchstpersönlich. Aber zurück zum Thema. Drawn Together war schon immer das Maß aller Dinge, wenn es um die Versinnbildlichung des schmalen Grades zwischen Geschmacklosigkeit und dem anspruchsvollen Niveau von rücksichtslosen, aber ehrlichen Humors ging. Ich könnte nicht aufhören, die Serie in hohen Tönen zu loben, selbst wenn die zweite Hälfte der dritten Staffel ein komplettes Desaster war, vor allem wenn man sich diese Drecksfolge Tut Goes Bollywood, die auch unter dem alternativen Titel Foxy and the Gangbang bekannt ist, mal gibt. Das kommt davon, wenn man Praktikanten ohne Fachkenntnis und Bezug zu den Charakteren das Drehbuch zu einer Folge einer etablierten, ihnen aber offensichtlich nicht vertrauten Serie anvertraut, in dem Fall Dave Flumen und Jolis. Aber nicht nur diesen beiden Hunden wünsche ich Hölle und Verdammnis an den Hals, sondern auch Dave Jessa und Matt Silverstein, den Schöpfern von Drawn Together selbst. Nicht nur weil sie so einen Müll abgesegnet haben, nein, sondern auch weil sie sich für den Müll verantwortlich zeichnen, den ich hier reviewen werde. The Drawn Together Movie, The Movie. Ja, im Voraus waren meine Erwartungen als Fan nicht gerade die besten. Ein 71 Minuten langer Direct-to-DVD-Film, der anders als die klassisch von Hand gezeichnete Serie in billiger Flash-Animation gehalten ist. Allerdings hätte es ein kurzweiliger Spaß werden können und so viel schlimmer als die zweite Hälfte von Staffel 3 konnte es ja nicht werden, so dachte ich zumindest. Dennoch war ich guter Hoffnung, als ich den Film dann kurze Zeit nach dem Release am 20. April 2010, dem 121. Geburtstag von Adolf Hitler, Gott habe ihn selig, wohlgemerkt sah, war das Entsetzen über diese Verschwendung von Studiogeldern größer als erwartet. Na gut, sie hatten gerade mal $1 Million Budget, aber selbst die haben sie nicht ausgegeben. Der Film verschlang im Nachhinein $600.000 und war somit um 200.000 Töten billiger als eine Folge der Serie. Und ganz wie bei Microsofts schwuler Xbox 360 zeigt es, dass wenig investiertes Geld nicht nur fehlende Qualität, sondern auch enttäuschte Endverbraucher zu verschulden hat. Den Synchronsprechern des englischsprachigen Originals kann das alles egal sein, die waren nur heilfroh, endlich mal wieder im Synchronstudio fluchen zu können. Typisch Amerikaner eben, aber zurück zum eigentlichen Film. Die Prämisse der Story sieht so aus, die Hausbewohner lallen, dass sie fluchen können ohne dabei zensiert zu werden. In der deutschen Fassung würde das schon nicht mehr funktionieren, da wir anders als die Amis nichts im Fernsehen auspiepen, aber ihr wisst bestimmt, worauf ich hinaus will. Sie finden dadurch heraus, dass ihre Sendung abgesetzt wurde und setzen alles daran, wieder ins Programm zu kommen. Das wäre die Handlung ganz kurz beziehungsweise das, was die Angaben auf der Rückseite der Blu-ray mir verraten. Wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte dies also jetzt nachholen und sich ein eigenes Bild von dieser Hirnwichse machen und kann sich das hier dann später weiter anschauen, wenn er möchte, denn ab sofort werde ich näher auf die Story dieses flash-animierten Stücks Scheiße eingehen und spoilern wie ein dummer Jockel. Ich gebe euch jetzt ein paar Sekunden Zeit abzuhauen und lasse so lange coole Musik laufen. Yo, check the flow. Live for suffer, live for revenge.
sind alle weg. Gut, dann weiter. Hier folgt der Film in Kurzform, sprich bei weitem nicht so langweilig wie in der eigentlichen Form, aber trotzdem noch viel zu lang, wenn man sich diese Scheiße mal vor Augen hält. Wir sehen Tut, die hochschwanger in einer Kneipe abhängt, die sich ganz offensichtlich in Fred Feuersteins Wohngegend befindet. Sie trifft Foxy und erfährt von ihr, dass Clara tot ist und dass eine gewisse Person namens Israel dafür verantwortlich ist. Tut macht Foxy daraufhin Vorwürfe für die Gesamtsituation, mit der sie scheinbar mehr als unzufrieden ist, und nebenbei gibt es auch etwas lahme Lesben-Erotik, die bei weitem nicht an die geilen, handgezeichneten Wix-Vorlagen der Serie rankommt. Ja, beim Anschauen von Brown Together zu masturbieren war schon immer eine Sache, für die man sich als Zuschauer in keinster Weise schämen musste. Dann fallen einige Schüsse und es folgt eine Fluchtsequenz, an deren Ende Foxy und Tut auf dem Dach der Kneipe landen. Sie entkommen daraufhin mit einem Steinzeitauto halbwegs spektakulär dem Beschuss eines unbekannten RPG-Schützen und einem umfallenden langhälsigen Dinosaurier. Dabei überfahren sie den Mann, der Tut geschwängert hat, Barney Gerolheimer. Es folgt eine billige Nachahmung des Vorspanns zu X-Men und wir sehen, dass die Macher es tatsächlich vollbracht haben, Xandiers Nachnamen falsch zu schreiben. Was für Dilettanten. Weiter geht es einige Monate vor den Ereignissen der Prolog-Szene. Alle 8 Hausbewohner liegen mit Morgenlatten im Bett und die schlechten Gesichtsanimationen und der sterile Look kommen richtig hässlich zur Geltung, vor allem bei Xandir, aber dazu später mehr. Der geldgeile Produzent lässt sich blicken und startet einen Babykatzen- und Hundewelpen zu Tode trampeln Wettbewerb, bei dem Captain Hero als Sieger hervorgeht. Foxy findet das alles irgendwie absurd und denkt, dass irgendetwas an der Sache faul ist. Für diese Vermutung wird sie von ihren Mitbewohnern allerdings nur ausgelacht, was sie sichtbar traurig werden lässt. Wollknäuel scheitert kläglich bei dem Versuch, sie zu trösten und bringt Foxy zum Fluchen, was sie wegen der fehlenden Tonzensur dazu bringt, dem Ganzen dann doch näher auf den Grund zu gehen. Nebenbei wird die Nebenhandlung über Captain Hero und seine neue Liebschaft, eine Leiche, die er Molly nennt, eingeführt, die punktlos und unlustig ist und sich nur auf Xandiers und Linlings Eifersucht gegenüber der Leiche fokussiert. Jedenfalls findet Foxy heraus, dass sie und ihre Mitbewohner nur deswegen unzensiert fluchen können, weil Brown Together abgesetzt worden ist. Sie teilt es den anderen mit und die Reaktion ist dementsprechend aufgewühlt. Nebenbei findet der Chef des Senders, der zum einen total scheiße aussieht und zum anderen von dem einen Typen aus Mad Max 2 und Commando gesprochen wird, heraus, dass die Hausbewohner nach der Absetzung der Serie noch im Haus leben und gerade erst davon erfahren, dass Brown Together schon lange abgesetzt wurde. Deshalb schickt er einen KI-gesteuerten weiblichen Metal Gear namens Israel zum Brown Together Haus, um sie alle zu töten. Der geldgeile Produzent kann seine geliebte Besetzung natürlich nicht einfach so sterben lassen und fährt nach der einzig guten und mit brauchbarer Komik unterlegten Szene des Films zum Haus. Natürlich will ich euch diese Szene nicht vorenthalten und präsentiere sie euch hier und jetzt in farblich abgeänderter und zurechtgeschnittene Form, um den Urheberrechtskack auf YouTube zu umgehen. Das hat den netten Nebeneffekt, dass es nicht mehr so schlimm nach billiger Flash-Animation aussieht. Ich danke dem Herrn inständig für diesen netten Zufall. Tomorrow I need you to run downtown and pick up a new pair of horn sharpeners. Yes, dear. Hey, after that, Jew Dad, can we play a little catch? Of course, Jew son. Gosh, I love you. I don't know what I'd do if anything would happen to you. Oh, how emotionally invested I am in you staying safe and remaining alive. As would anyone watching us right now. Oh, no. Don't you dare answer that. It's Shabbos. But it's work. It must be important if the boss is calling today. I don't care if it's Moses himself. Do not answer that. I'll be right back. Dude, I'm not turning your lights on for you again. No, my cell phone. Just hit the green button so I can answer it. I don't see why you don't just answer it yourself. It's forbidden. God's gonna know you asked me to do it. No, he won't. Of course he will. Well, then he'll appreciate my cleverness in getting around his laws. Now hit send before it goes to voicemail! Fine, I'll do it. But first, you need to say you accept Jesus Christ as your Lord and Savior. What?
Are you insane? Look, I'm not the one trying to fool the Almighty here. Now say you accept Jesus Christ and I'll answer your phone. No, fine. I accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Happy now? Yep. Now you can answer your own damn phone. You're a fucking dick, Eddie! Hey, boss. You lied to me, Jew producer. What? No, I would never. You told me after I cancelled Drawn Together, you erased them! But I did! I swear! Then how come the network just got a call from one Foxy Love asking why no one told them they were cancelled? Busted. By keeping them alive, you've put us all in great jeopardy. Let me explain. Too late for that. I am sending a friend of mine to pay them a little visit. Friend? Yes, the intelligent, smart, robot, animation, eraser, lady, otherwise known as Israel! She will erase them all, forever! Please enjoy the rest of your Sabbath. Oh no, this is bad. I need you to start my car, Eddie.